So, wir sind jetzt hier am zweiten Messetag von der Gamescom und ich habe bei mir hier den Gronk. Hallo, ich bin's, Gronk. Ja, nee, das ist natürlich Poki von Dedelic und hast du auch nicht gewusst? Ich bin halt eigentlich so ein gesichtsloses Double. Ich setze mich einfach immer hin und dann sagen die Leute mir, für wen ich gerade ein Interview halte. In der Kamera sieht das dann immer richtig aus. Je nachdem, wie man das Licht setzt. Ich kann auch den Sarazar. Ja, also, Poki, du bist der Chef von Dedelic, das ist richtig. Nee, eigentlich nicht. Ich bin Mitgründer und entsprechend auch Mitgesellschafter von Dedelic. Und ich bin als Creative Director habe die obere Verantwortlichkeit über den kreativen Schaffensprozess im Development. Dedelic ist ja halt sowohl ein Entwickler als auch ein Publisher, beides unter einem Dach und ineinander verzahnt, sodass man das gar nicht bisweilen gar nicht mehr so auseinanderklamüstert bekommt. Aber tatsächlich, mein Job in der Firma ist eigentlich meistens eher darauf beschränkt, dass ich für das eine Spiel, an dem ich gerade arbeite, schreibe, das Game Design mache und eben der Creative Lead bin, wenn es um die Umsetzung geht. Und das sind eigentlich schon 3 Jobs, die halt meistens schon genug sind. Außerdem mache ich dann halt nachher quasi, wie das dann Entwickler auch immer machen, die PR-Arbeit und setze mich vor Kameras. Wie heute, hier, wenn das Spiel dann fertig ist. Ja. Woher nimmst du deine Ideen? Ich habe so eine Kiste mit Ideen, die habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Und ich nehme einfach immer die oben liegt. Ich mache dann diese Kiste auf und ja, die ist nicht schlecht. Und dann machen wir da ein Spiel draus. Welches von den Spielen, die du selbst gemacht hast, gefallen dir am besten? Mir gefallen immer das jüngste Spiel gefällt mir immer am besten. Liegt auch daran, dass man ja immer so ein bisschen dazulernt und ein bisschen versucht auch sich selber zu steigern. Und wenn es dann gelungen ist, dann freut man sich natürlich drüber. Und ja, bislang ist uns das zumindest meiner Meinung nach halt immer ganz gut gelungen, dass das aktuellste Spiel auch wirklich immer noch eine kleine Schippe obendrauf gelegt hat. Aber eigentlich mag ich natürlich jedes einzelne meiner Spiele. Das sind halt irgendwie wie die eigenen Kinder. Woher kam dir die Idee von Droggelbecher? Kommt so ein bisschen drauf an, welchen Teil der Idee von Droggelbecher. Das ist ja ein komplexer Charakter. Das ist einer so der deepesten Charaktere, die ich glaube ich jemals geschrieben habe. Droggelbecher ist halt oberflächlich natürlich halt wieder eine lustige Figur, aber halt eigentlich eine Figur auch mit einer tiefen Tragik. Ja? Und da bedient man sich natürlich an allen möglichen Sachen, außer an der französischen Gegenwartsliteratur oder halt irgendwie an halt irgendwie dem frühen Kino der 20er. Da habe ich halt ein paar Inspirationen für Droggelbecher her. Ich habe halt manchmal gehe ich halt mit einer Spiegelreflexkamera durch die Innenstadt und mache Fotos von Leuten, die in dunklen Ecken stehen. Und dann lege ich die zusammen, dann entwickle ich die, ich fotografiere dann halt auf Film und lege die Fotos übereinander und mache halt mit einem Stift, mache ich langsam, nein, Entschuldigung, nichts von dem Ganzen ist wahr. Ich habe keine Ahnung, woher die Idee zu Droggelbecher kam. Der kam einfach. Es stimmt nichts davon. Ich könnte die letzten 10 Minuten wieder löschen. Da bleibt schön drin. Ja, es gibt auch viele, die nehmen sich jetzt von Dedelic auch Inspiration, um selbst auch Videospielentwickler zu werden. Hast du vielleicht ein paar Tipps oder Ideen für diese Person? Macht euer erstes Spiel. Und dann? Wenn ihr dann auch lebt, dann habt ihr vielleicht das Zeug zum Spieleentwickler. Und wenn das Spiel fertig geworden ist. Wie ist die Freundschaft mit Gronk entstanden? Er hat Harveys Neue Augen gespielt.
Und er fand es lustig. Und ich fand lustig, wie er es gespielt hat. Und dann haben wir ihn irgendwann mal eingeladen. Und dann ist er gekommen. Und wir haben uns gut verstanden. Du warst jetzt bestimmt auch schon auf der Gamescom unterwegs, auch in der Entertainment Area? Ja, ich war tatsächlich da, aber hauptsächlich mittwochs, als noch nicht so viel los war. Gestern habe ich es tatsächlich nicht so weit geschafft. Ich habe gehört, ich muss heute einmal quer durch, bis in Halle 8 irgendwann. Das wird ein bisschen abenteuerlich, nehme ich an. Meistens schaffe ich es, man kann hier aus der Business Area, wenn man halt irgendwie so einen Ausstellerausweis hat, kann man über den Balkon gehen bis zum Merch-Stand, bis zur Halle 5. Und da haben wir dieses Jahr das erste Mal einen Merch-Stand, wo wir halt Merchandise verkaufen. Das ist schon immer wild. Also vielleicht liegt es daran, dass dann halt auch natürlich Leute dann am Stand sind, die halt irgendwie unsere Spiele kennen, so, aber da gibt es halt immer schon eine kleine Traube und es ist immer auch ganz schön schwer da wegzukommen. Ich nehme mal an, in großen Teilen der Restmesse ist es halt nicht so, dass ich da halt irgendwie Probleme habe, mich vorwärts zu bewegen, aber beim Merchstand ist immer schon ordentlich was los und wenn du halt irgendwie anfängst und einem mal ein Autogramm gibst oder so, dann kommen halt plötzlich 10 an. Und der 11. der weiß schon gar nicht mehr, weswegen er da steht. Der steht einfach nur, weil die ersten 10 da stehen. So, gibst ein Autogramm und dann sagt er, okay, Poki, und was machst du gleich? Ja. Sie haben wahrscheinlich gedacht, du bist Gronk. Ja, genau. Die Ähnlichkeit ist ja auch da. Ja. Sind ja auch Brüder quasi. Ja, und also schon verwechselbare Brüder. Wie findest du die Entwicklung der Videospiele jetzt in den Virtual Reality Bereich und Augmented Reality Bereich? Das muss ich erstmal erweisen. Also ich finde das natürlich sehr spannend. Aber auf der anderen Seite kann man sich gar nicht sicher sein, inwieweit sich das durchsetzt oder inwieweit das halt nur irgendwie ein neues Gimmick ist für das Medium. Das muss sich halt erst noch zeigen. Bislang hat man halt gibt es halt noch sehr viel Freiraum, um halt eben die Sensation des sich in einem 3D-Raumes zu bewegen, halt zu erkunden als Game Designer und halt irgendwie Sachen auszuprobieren. Es wird natürlich viel mit Höhen und Tiefen gespielt und so mit Schwindelgefühlen oder halt irgendwie einer Weite und da reichen halt manchmal noch halt sehr kleine Ideen. Aber ob das halt tauglich ist, um beliebige komplexere Inhalte zu transportieren und einen Mehrwert für größere Spiele hat, das muss ich halt eigentlich erst noch zeigen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann erstmal wieder abgeschottet, wo das Spiel doch gerade halt eher wieder zu einem sozialen Ereignis geworden ist, dass man halt irgendwie kooperativ löst, wobei das natürlich in der virtuellen, also wenn du halt irgendwie online mit anderen spielst, dann kann es halt sogar wieder helfen und dieses Gefühl verstärken. Aber für Couch-Koop zum Beispiel ist es dann wieder ein großes Hemmnis und ein Trenner. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute halt Lust haben, so mit der Brille halt irgendwie im Wohnzimmer zu sitzen und zu daddeln, wenn halt noch jemand anderes in der Wohnung ist. Das trifft ja auch auf einige. Also ob das nicht halt irgendwie merkwürdig ist, das muss ich halt alles erst noch zeigen, ob man das überhaupt irgendwie über längere Zeit aushält und so. Aber ich bin sehr gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Industrie da einer neuen Sache auf der Spur ist. Aber ich wage es zu bezweifeln, dass wir jetzt halt irgendwie mit diesem ersten Wurf an Consumer-Endgeräten halt diesen großen Wurf schon gemacht haben werden. Aber schön, dass es endlich da ist. Ich warte seit den 80ern drauf. Wirklich. Ich war in den 80ern in so einem Internetcafé in Berlin, wo die halt ganz sensationell die erste Virtual Reality Brille hatten. Und dann setzt man das Ding auf und war halt irgendwie auf so einer Low-Poly Fläche und man guckte an sich runter und hatte halt einen Low-Poly Körper und schoss mit
Low-Poly-Kreisen um sich auf andere Low-Poly Charaktere, die dann rumhüpften und alles flimmerte, Auflösung war miserabel und es war alles so, boah, was für ein krasses Erlebnis. Und wir dachten alle von dem Augenblick an, so jetzt wird das neue Ding. Und tatsächlich haben die jetzt mittlerweile 30 Jahre gebraucht, bis dieses Gerät, was man dort halt irgendwie in einem abgetrennten Arena-Bereich halt benutzen konnte, zu dem abgetrennten Arena-Bereich geworden ist, den man dann heute hier auf der Gamescom erleben kann. Und man kann sich eigentlich fragen, woran es liegt, ob die Langzeitstudien brauchten, ob man da halt Langzeitschäden davon trägt oder so. Keine Ahnung, warum es so lange gedauert hat, weil eigentlich die Technik gibt es schon seit 30 Jahren und eigentlich hat sich nur die Grafik verbessert. Was auch viele jetzt bestimmt auch interessiert ist, spielst du Pokémon Go? Ich habe das ausprobiert, ich habe unglaublich geflucht, habe andere Pokémon Go Player, die halt irgendwie auch so an den Türmen standen und halt irgendwie nichts gemacht haben, außer weil halt irgendwie, das war das Wochenende, an dem halt irgendwie das gerade freigeschaltet wurde und alle Server überall down waren und ich habe so geflucht, dann bin ich da auf die zugegangen, habe rumgefragt, warum funktioniert das nicht? Und ich bin ganz eingeschüchtert. Was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Nee, ich hab tatsächlich die ganze Zeit geflucht. Was? Das Ding, hier, andauernd stürzt das ab und so weiter. Da habe ich den Spaß verloren, dann habe ich es nicht weitergespielt. Schade. Aber welche Farbe hattest du ausgewählt? Ich war, ich glaube, ich war Team Rot. Das ist gut. Ich bin auch rot. Hinter der Kamera ist blau. Blau? Blau ist aber besser als blau. Gelb. Weiß nicht. Bei uns in der Firma sind viele gelb. Also. Autsch. Das tut mir jetzt weh. Also das tut mir leid. Ja, das sind auch seltsame Gestalten bei uns in der Firma. Ja. Team Gelb, also. So, wir sind jetzt hier bei Zenlab Simulation und sie haben uns hier was super Geiles vorgestellt. Und wir haben hier den, what's the name? Evren. And he will now explain a little bit what this actually is. Yeah, this is the best training simulator on the planet. And we are using this system to train the people effectively without any hazard of accidents and also without build costs and without wear and tear of real equipment, and it is more cost effective and very effective way to train the people. And also this system is used for engineering to understand better decision makings for designers who design the caps, who design the real equipment, and this is the thing. And we also have a robotics side, and it's a fully motion-based system, and you can simulate the motions from the ground. So is there something equivalent to this or not? No, Nothing. 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 You can compare with this technology. So Then there's not. you think that maybe this could also be used for gaming? Yeah. The future of racing? Yes, exactly. Actually, we are working on it, and we have already implemented with the motion-based VR racing systems, and it is much more bigger than this one. And with the 6 degree of freedom, this is 3 degree of freedom system, and this is going to be huge. Yeah. So basically this is like a multi-tool. You can use it for gaming, you can use it for Training. Yeah. and for designing Yeah. and stuff. So what does this thing cost? Are you expecting to say with while the recording? Yeah. The wall setup is about 75,000 USD plus taxes. 75,000 US dollars. Yes, dollars. That's a lot. Yeah, but the main thing is the hardware, the software behind this is very complex. It is not a game software. We are using the same physics with NASA, Lockheed Martin, Boeing, and the big brands like that. And this is why it is very expensive. I think it is very value for the money, because
imagine that you try to train the people with the real equipment, and with the 500 people, the training cost is much more than this one, maybe double. But when you get this one, and you will not spend on fuel, you will not spend on the repairing, you will not spend on the accident, and also you will use just one trainer, but just for four, and it also has self-training model, and it will cost very small, while you think, considering the job it has carried out. For me, it was like a really realistic feeling. Yeah. And I was really afraid that I would really flip. Yeah. That always on top. happens. You get Yes. Yeah, like So, but now a little bit personal question: do you have one at home just to play around? Yeah, I have one. I have one, but my wife is killing me for this, and she is pushing me to send it back, because I have a kind of game room with lots of fitness things, and you can find everything on the Xbox, PlayStation, PCs, and also small racing sims based on motion. But it makes lots of noise, and my wife is, trying to lock it down. Yeah. Okay. Well, thank you, My pleasure. and also have fun at Gamescom. Thank you. Thank you very much. Was für ein Tag. Wow. Gamescom, der zweite Tag. Das war schon ein Erlebnis, war? Richtig Bombe, ja. Bilder, die wir gerade gesehen haben, da kann man einfach nur noch sagen, puh, wow. Ja, Aber wir haben es erlebt. ist auch schön, wieder hier bei Dedelic zu sein. Also, Ja. aber wir müssen auch irgendwann Wir gehen. sind gewesen, aber doch sind wir innerlich gereift. Sehr, sehr gereift. Ich fühle mich schon fast erwachsen. Mir ist auch mittlerweile so ein bisschen ein Bart gewachsen. Dieses Jahr habe ich einen Bart, ja. Aber vorhin war er noch nicht da, oder? Doch, der war vorhin auch schon Ach so, okay. Ja, frühpubertär. Ich dachte, er wäre jetzt halt irgendwie über den Messetag gekommen, so über diesen inneren Reifeprozess, der Bart entstanden. Ich habe den vorhin nicht gesehen. Vielleicht spulen wir doch mal zurück. Nee, tatsächlich auch ein Bart. Ja. Du hast das Zurückspulen nicht richtig gemacht. Ken muss Sollen wir nochmal zurückspulen? zurückspulen nochmal. Zurückspulen? Immer noch Bart. Ja. Komisch. Ich hätte schwören können, es gab keinen Bart. Tja. Anfang des Tages. Obwohl, jetzt ist ja Anfang des Tages. Ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Genau. Hallo, willkommen auf die Gamescom Willkommen auf der Gamescom 2016. 2. Moment mal. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Wir Wow, wissen es ja noch nicht. da fliegt gerade ein Dinosaurier vorbei. Oh nein, wir sind zu weit in der Vergangenheit gelandet. Schade. Sollen wir wieder zurück? Ne, komm, wir bleiben hier. Tja, wir bleiben jetzt hier dann in der Steinzeit. Oder noch ein bisschen früher. Dinosaurier in der Steinzeit. Auch irgend. Spaß in der Zukunft. An alle Leute aus der Zukunft. Wählt nicht Donald Trump. Ja, okay. Hoffen wir, das funktioniert. Ich glaube, wir erreichen auch nur Luxemburger. Nee. Nö, auch Deutsche. Tatsächlich. Ja, aber keine Amerikaner. Die, hallo, Americans of the future. It's your fault. Okay, Okay, gut. ich glaube, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Zum Anfang. Zum Anfang, zum Ende. Ja, was denn jetzt? Nein. Zu beidem. So, das war die Gamescom 2016 für dieses Jahr. Es folgen jetzt noch ein paar Interviews noch mit anderen Personen, obwohl natürlich Poké unser Highlight ist. Und ja, viel Spaß dann noch für die, die noch auf der Messe sind, und viel Spaß für die, die zu Hause hocken und das nur über Livestream gucken können. Hast du noch letzte Worte? Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Und jeder Anfang ist auch ein neues Ende. Denken wir drüber nach.